begrüße Sie alle ganz herzlich. Die meisten hier im Raum werden Türkisch verstehen, die anderen sind dann auf die Übersetzung angewiesen. Ich werde in meinem Vortrag hier hauptsächlich ein Panorama zeichnen über die politischen aktuellen Entwicklungen in der Türkei, insbesondere die Militäroffensiven in der Türkei und die Festnahmen, Verhaftungswelle im Rahmen der KCK-Prozesse. Cumhuriyetle yaşıt Kürt sorununun çözümsüzlüğü ve bu konuda daha önceki iktidarlar gibi, hükümetler gibi maalesef son dönemde iktidarda olan AKP de Kürt sorununu kendi yöntemleriyle çözme, tırnak içinde tabii, çözümsüzlüğe mahkum etme konusunda ciddi bir politika geliştiriyor. Die AKP verfolgt genauso wie ihre Vorgänger quasi die kurdische Frage weiterhin ungelöst zu lassen, wie auch in der Geschichte der Republik bereits mehrfach geschehen. Bu konuda AKP'nin en önemli farkı Türkiye, dünya ve Avrupa kamuoyuna özellikle yaptıklarını farklı gösterme çabası, ileri demokrasi naraları adı altında gerçek bir faşizm uyguladığını, yani çıplaklıkla ifade etmekte hiçbir sakınca görmüyorum. Die AKP hat nur einen Unterschied zu ihren Vorgängern. Sie präsentiert sich der Welt als eine sehr fortschrittliche Partei, die Veränderungen durchführt. Das verkauft sie der Welt so, doch man muss es auf den Punkt bringen, was die AKP macht, ist purer Faschismus. Özellikle kendilerinin farklı bir şekilde ifade ettiği bir konu var kamuoyuna yönelik. İşte ateşkesin kendilerinden kaynaklanmayan sebeplerle bozulduğu, PKK'nın bu savaşı başlattığı, aslında çözme iradelerinde olduğu şeklinde kabaca yanlış, yalan ve asılsız bir propaganda yapıldığını sanırım sizler de biliyorsunuz. Die AKP propagiert, natürlich fälschlicherweise, dass sie nicht schuld ist an dem Ende des Waffenstillstandes, dass sie da keine Verantwortung trägt, sondern dass die PKK den Kampf erneut begonnen hat und sie eigentlich einen Lösungswillen zeigt als AKP. Ama esas itibariyle uzun yıllar 99-2004 ve daha seçim sonrasına kadar devam eden bir ateşkes süreci olduğunu ve bu ateşkes süreci boyunca bütün ısrarlara rağmen demokratik kamuoyunun farklı kesimlerin taleplerine rağmen AKP'nin öldürmeye devam ettiğini, askeri operasyonları aralıksız sürdürdüğünü de hep birlikte biliyoruz, izledik bunu, yaşadık. Wir alle wissen, wir alle erleben gemeinsam und wir haben alle gemeinsam gesehen, dass der Waffenstillstand bis zu den Wahlen angedauert hat und dass es die AKP war, die angefangen hat erneut mit Mord und mit Militäroffensiven. Askeri operasyonlarla beraber özellikle 14 Nisan 2009 tarihinden bu yana KCK ismi eklenerek, takılarak aslında başta partimize, BDP'ye karşı İnsan hakları savunucularına, akademisyenlere, gazetecilere ve DTK'ya yönelik çok kapsamlı, çok yoğun bir gözaltı ve tutuklama operasyonlarının da geliştiğini ve bugün de son hız devam ettiğini not etmek istiyorum. Ich möchte hier auch erwähnen, dass seit dem 14. April 2009 unter dem Namen KCK eine Verhaftungswelle begonnen hat, eine Verhaftungswelle gegen Politikerinnen, Menschenrechtsaktivistinnen, gegen kurdische Menschen und dass diese zurzeit ihren Höhepunkt erreicht hat. Bu politika aslında dönemsel bir politika değil. Özellikle 2009'da kısa bir tarihe, yani yakın tarihe gidecek olursak hatırlanacağı üzere 28 Mart 2009 seçimlerinde ciddi bir başarı sağlamıştı Kürt hareketi. DTP o zaman Demokratik Toplum Partisi'ydi ve 99 belediye başkanlığını kazanmıştı. Hemen seçimlerden sonra 13 Nisan'da da PKK ateşkes ilan etmişti. Das ist keine Verhaftungswelle oder keine Phase, die zeitlich eingeschränkt ist, sondern es ist so, dass seit den Kommunalwahlen, seit dem 28.03.2009, bei der wir 99 Bürgermeisterposten besetzt haben, diese Phase Aufschwung genommen hat und dass am 13. April 2009 die PKK einen Waffenstillstand erklärt hatte.
Hemen sonrasında 14 Nisan'da Türkiye çapında 54 kişinin, ilk 54 kişiyle başladı. Bir gözaltıyla bu KCK adı altındaki operasyonlar resmen başlatılmış oldu ve o 54 arkadaşımız siyasetçi, demokratik siyaset yapan insanlar, içinde insan hakları savunucuları da var, çok farklı kimlikler de var ama esas itibariyle siyaset yapan arkadaşlarımız 104'e çıktı. 152 sanıklı davanın duruşması kamuoyunda çok tartışılan bir dava. KCK ana davası olarak biliniyor. O davada keseyim mi? Seit ein Tag nach der Erklärung des Waffenstillstandes, also am 14. April 2009, hat diese unter dem Namen KCK geführte Verhaftungswelle stattgefunden. Initial wurden 54 Personen festgenommen, mehrheitlich Politikerinnen und Politiker, im legalen Bereich politisch aktive Menschen. Darunter befanden sich aber natürlich auch Menschenrechtsaktivisten und Aktivisten zivilgesellschaftlicher Organisationen. Diese Zahl ist in kurzer Zeit auf 104 angestiegen und bekannt sind ja auch die Prozesse gegen initial festgenommene 152 Personen, die unter dem Namen KCK-Prozesse geführt werden. Bu dava 2,5 yıl, 32 ay oldu. Hala ana dilde savunma istemi kabul edilmediği için KCK ana davasında tutuklular tek kelime kendilerini savunamadılar ve sorgusuz sualsiz tutukluluk halleri devam ettiriliyor. Pazartesi günü de 2 gün sonra 29. duruşması yapılacak. Die inhaftierten 152 Personen, die im Rahmen des KCK-Hauptverfahrens angeklagt sind, befinden sich seit 2,5 Jahren in Haft. Sie haben aufgrund der Verweigerung der Verteidigung in der Muttersprache, in der kurdischen Muttersprache, bis heute nicht ihre Verteidigung wahrnehmen können. Und jetzt in 2 Tagen am 9. Wird der Prozess fortgeführt, der 29. Prozesstag. Tabii bu davaya örnek vermem, diğer davaları söylememe anlamında değil de sadece örnek olarak vermek istedim. Soru bölümünde davalara ilişkin ne kadar ayrıntı isterseniz yanıtlamaya çalışırım. Fakat genel tablonun önemli bir parçası olması itibariyle ilk tarihin önemine özellikle işaret etmek açısından onu açma gereği duydum. Natürlich heißt das nicht, dass ich dieses erste Verfahren hier erwähne, dass ich alle anderen laufenden Verfahren außer Acht lasse, sondern ich erwähne das nur, weil es eben das erste und umfangreiche dieser Art ist, als Beispiel für all die anderen geführten Prozesse. Wenn da Bedarf über Details besteht, kann das in dem Teil von Fragen und Antworten, kann ich da gerne detailliert drauf eingehen. 14 Nisan'dan sonra aralıksız, başta da söyledim, devam eden operasyonlar var. Şu an itibariyle son bir ay önceki rakamımız 4267 tutuklu. Bizzat bizim partinin, komisyonumuzun tespit ettiği rakamlar. Tutuklu arkadaşımız var. Son 7 ayda ise 4815 gözaltı, 2057 tutuklama, Aralık ayı buna dahil değil. In den letzten Jahren, seit 2009, verzeichnen wir 4267 Inhaftierte. In den letzten 7 Monaten sind 4815 Personen festgenommen worden und von denen 2057 verhaftet worden. Bunlar arasında 16 belediye başkanımız var. Doğrudan halkı temsil eden, iradesini temsil eden 6 tane milletvekilimiz var. Son 3 ayda 4 Eylül'de BDP olarak kongremizi yaptık. 3 ay içinde 4 tane Merkez Yürütme Kurulu üyemiz, 21 tane parti meclisi üyemiz tutuklandı. Son avukat operasyonu ile beraber 42 yanılmıyorsam 34 son operasyonda, öncesinde de farklı operasyonlarda avukat arkadaşlar tutuklanmıştı. Ve sayı böyle devam ediyor. Yani tümüyle seçilen, halkı temsil eden son avukat operasyonunda da biliyorsunuz Asrın Hukuk Bürosu avukatları tümüyle gözaltına alındı ve serbest bırakılan arkadaşlar da, avukat arkadaşlar da 2 gün önce mahkemenin gıyaplarında tutuklama kararı vermesiyle sayı 34'e yükseldi.
insgesamt 16 gewählte Bürgermeister von uns inhaftiert, 6 gewählte Parlamentarier. In den letzten 3 Monaten seit unserem Kongress am 4. September wurden 4 Personen aus unserem Parteirat und 4 aus unserer Parteiführung festgenommen. Dann kommen dann noch die festgenommenen Anwälte vom Anwaltsbüro des Jahrhunderts hinzu, deren Zahl sich mittlerweile durch auch die Festnahmebefehle, die vom Gericht vor 2 Tagen erteilt wurden, auf 34 inhaftierte Anwälte. Bu avukat operasyonu hakkında şunu ifade etmek istiyorum. Yaptığımız araştırmaya göre yanılıyor olabiliriz. Dünyada tek operasyonda bu kadar ciddi sayıda avukat tutuklanması söz konusu değil. Yani ilk kez maalesef bizim coğrafyamızda oldu. Türkiye'de de en ciddi avukat operasyonu 1993 yılında olmuştu. Onların arasında ben de olduğum için iyi biliyorum. O zaman 16 avukattı. Fakat şimdi sayı 40'ları aştı. Ve bu savunma hakkı ve yargı bağımsızlığı, olmayan bağımsızlık anlamında tabii ne kadar vahim bir tablo olduğunu çok açık gözler önüne seriyor. Wir haben natürlich geforscht, weltweit ist das die umfangreichste Festnahme, Verhaftungswelle gegen Anwälte. Für die Türkei gab es eine umfangreiche Verhaftungswelle gegen Anwälte im Jahr 1993. Damals wurden 16 Anwälte, unter ihnen befand auch ich mich, festgenommen und jetzt übersteigt die Zahl 40 Anwälte. Das zeigt natürlich, dass hier in keinster Weise die Justiz unabhängig ist und das Recht auf Verteidigung den Menschen verwehrt wird. Yine bu öyle bir hukuksuzluk ki İmralı cezaevinde yapılan görüşmelerin hepsinin tümüyle kayıt altında olduğunu, hiçbir şekilde not tutulamadığını, kalem kağıt götürülemediğini, temasın yasak olduğunu ve bu görüşmelerin bizzat Adalet Bakanlığı denetim ve gözetiminde izniyle yapıldığını ve yasalara tümüyle uygun olduğunu kesinlikle bilmek lazım. Aksi halde bu operasyonun siyasi olduğunu, kodlarını çözmemiz çok olanaklı değil. Avukatların yakalanmasıyla verilmek istenen mesaj tümüyle tecridin devam ettirileceği, iletişimin kesileceği olduğunu da yani hep birlikte görüyoruz. Wir wissen, dass das ein Status völliger Rechtlosigkeit darstellt, denn die Gespräche der Anwälte mit Öcalan finden ja unter Erlaubnis des Justizministeriums statt, also ist direkt dem Justizministerium unterstellt. Es sind den Anwälten jegliche schriftliche Aufzeichnungen, jeglicher Kontakt mit dem Mandanten werden den Anwälten verwehrt. Es ist so, dass diese Treffen zwischen Anwälten und Mandant aufgezeichnet werden vom Staat, dass sie absolut rechtskonform sind bezüglich des Rechtes eines Anwaltes, seinen Mandanten zu treffen und dass natürlich diese Festnahmewelle einer Vertiefung der Isolationsbedingungen dient. Yani tutuklamalara ilişkin çok şey söylemek mümkün. Her davanın altındaki siyasi sahipler AKP'nin Kürt sorununa bakışını göstermesi açısından çok önemli. Biz bu konuda çok ciddi araştırmalar yaptık. Yani sadece rakamları vermek istemiyorum sıkıcı olmaması açısından. Fakat istiklal mahkemelerinde sadece 55 bin kişinin yargılandığını yani size not olarak vermek istiyorum. Şu anda Adalet Bakanlığı'nın istatistikleri elimde. 2002-2007 yılları arasında son 3 yıl hariç resmi bilgiler bunlar. 192.566 kişi örgüt üyeliği, örgüte yardım, örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek, propaganda, toplantı, gösteri yürüyüşüne muhalefetten yargılanıyorlar. Bunların önemli bir bölümü ceza aldı. Es ist so, dass man natürlich diese Zahl ins Unendliche hier vertiefen könnte. Doch ich möchte nur einige weitere Zahlen nennen. Und zwar gibt es zurzeit in diesem Zusammenhang stehende 55.000 Verfahren bei den Gerichten. Allein zwischen 2002 und 2007
wurden 192.566 Personen angeklagt aufgrund der Parteimitgliedschaft, der Propaganda oder der Teilnahme an Demonstrationen oder anderen politischen Veranstaltungen. Tabii son 3 yıla eklersek bu 250 bini aşmıştır. O resmi rakamlar elimizde olmadığı için paylaşamıyorum. Wenn wir die letzten 3 Jahre noch hinzuziehen, dann hat diese Zahl sicherlich die 200.000er Grenze überschritten. Bu davalarda yargılama konularına ilişkin de birkaç örnek vermek istiyorum. Nedir hani bu yargılamalar? Tümüyle siyasi yargılamalar olduğunu bütün dünya biliyor aslında. Fakat bunu yüksek sesle maalesef söylemiyorlar ve Türkiye dış politikası anlamında üzülerek izliyoruz ki bizim bu konudaki taleplerimiz, isyanımız çok da duyulmuyor. Das sind politische Verfahren, die geführt werden. Das weiß auch die Weltöffentlichkeit, die Weltstaatengemeinschaft weiß das auch. Aber leider muss man aus Sicht der Außenpolitik sagen, dass unsere Stimme hier nicht ausreichend gehört wird. Her şey yargılama konusu olabilir. Herhalde arkadaş söylemişti. Ben aynı zamanda avukatım. Bu davaların bazılarında savunma da yapıyorum. 8 Mart'ı kutlamak suç. 21 Mart'a gitmek suç. Basın açıklaması yapmak suç. Yürümek suç. Zafer işareti yapmak suç. Yani hani binlerce böyle alkışlamak suç. Hatta alkışlamadan orada mimiklerinizle grupla bütünleşmişseniz, tepki duymuyorsanız o da suç. Zıplamak bir ara manşet olmuştu. Yani alkışlara zıplamakla eşlik etmek örgüt üyeliği. Trajikomik aslında yaşam yargılanıyor. Yaşamın kendisi yargılanıyor. Das ist so, dass ich ja selbst, wie vorhin schon gesagt, als Anwältin auch in diese Verfahren reingegangen bin. Also es wird wegen allem ein Verfahren eröffnet, die Teilnahme am 8. März, am 21. März, dann allein schon das Lächeln auf einer Veranstaltung heißt, die gemeinsame Gesinnung tragen, dann klatschen, ja, Beifall erheben oder zum Beifall springen, ja, das Peace-Zeichen zu machen. Das sind alles Gründe, warum Menschen angeklagt werden. Das ist eine sehr tragische und gleichzeitig auch tragikomische Situation, eigentlich eine Tragikomödie des Lebens. Tabii bu sadece Kürt hareketine karşı değil, Türkiye'deki diğer demokratik kamuoyuna yönelik de bu operasyonun uzadığını, genişlediğini de söylemek lazım. Özellikle AKP iktidarı kendisine muhalif olan, kendisinin iktidarını kabul etmeyen, eleştiren her kesimi potansiyel şüpheli, sanık, yargılanan olarak sanık sandalyesine oturtuyor. Yani bunlardan her ne kadar Ergenekon dosyasında yargılanıyor olsalar bile sevgili Ahmet Şık, yani onun Ergenekon'da hiçbir ilgisi olmadığını çok iyi biliyoruz. Çünkü İnsan Hakları Derneği'nde ve daha birçok kurumda çalışmaları var. Basılmamış kitaptan, hani örnek olsun diye söylüyorum, yargılanıyor ve hala tutuklu. Diese Verfahren richten sich nicht nur gegen Kurden, sondern auch zunehmend gegen die demokratische Linke in der Türkei. Die AKP versucht, die unter jeglichem Anlass anzuklagen. Beispiel ist auch das Ergenekon-Verfahren, was auch diesem Ziel dient, seine Gegner auszuschalten. Ahmet Şık ist ein Beispiel dafür. Er war im İHA tätig und er ist aufgrund eines Buches, das er geschrieben, aber das noch nicht veröffentlicht wurde, angeklagt worden. Yani böylece Türkiye kendi çocuklarına bir miras da bıraktı. İlk kez tarihte basılmayan bir kitaptan dolayı nur topu gibi bir davamız var. Suç yok tabii burada, yani hiçbir hukukçu burada suç olduğunu ifade edemez çünkü hiçbir şekilde kitabın ulaştığı kimse yok. Yani o düşünceler sakıncalı olsa bile tırnak içinde oluşmayan bir suçtan dolayı özgürlükten yoksun kalıyorlar. Das ist das erste Erbe dieser Art, das die Türkei seinen Kindern überlassen hat, einen Menschen vor Gericht anzuklagen wegen einer Tat, die er noch gar nicht begangen hat, weil das Buch wurde ja noch gar nicht gedruckt. Und das ist eben die Zukunft, die der Staat seinen Kindern überlässt. Yine Ragıp Sarakoğlu çok yazıldı. Ben onun dosyasından
iddiayı söyleyeyim. Yani basın yazdı, gizliliği biz de ihlal edelim. Onun hakkındaki tek iddia bizim siyaset akademimizin resepsiyonuna katılmak. Bir adet fotoğrafı var. Sen BDP'nin siyaset akademisine nasıl gidersin, o resepsiyona nasıl katılırsın diye sorgulandı ve tutuklandı, biliyorsunuz. Der Verleger Ragip Sarakoğlu wurde nur in einem Punkt angeklagt, und zwar gibt es Fotos, die zeigen, dass er auf einem Empfang der politischen Akademien der BDP an diesem Empfang teilgenommen hat. Das ist der einzige Grund, warum er angeklagt ist und festgenommen wurde. Tabii genele geçecek olursak burada yapılmak istenen partimizin yavaş yavaş kapatılmasıdır. Yani siyasi tespit olarak bunu yapmakta hiçbir sakınca yok maalesef. Direkt bir kapatma davası henüz açmadılar BDP'ye karşı. Fakat Yargıtay Başsavcılığı'nın bu konuda hazırlık yaptığını, sürekli basına da yansıttıklarını çok iyi biliyoruz. Eski yöntemin tutmadığını, kapatılan partilerin çözüm olmadığını, tekrar daha da güçlenerek bu haklı mücadelenin devam ettiğini biliyorlar. Das Ziel hier ist, Schritt für Schritt auf eine Schließung unserer Partei zuzugehen. Nicht wie früher, indem einfach ein Verfahren zur Schließung eröffnet wird, aber das ist das Ziel. Sie wollen unsere Partei schließen. In der Vergangenheit haben sie das immer ganz abrupt getan und jetzt wollen sie es eben Schritt für Schritt tun, und wir wissen, dass es Vorbereitungen vom obersten Gerichtshof in diese Richtung gibt. Her gün yöneticileri tutuklayarak, seçilmişleri tutuklayarak, ilçe ve il binalarını basarak, yakarak ve benzeri yöntemlerle partiyi yavaş yavaş kapatıp etkisizleştirme çabası gün gibi ortada zaten. Indem sie die Menschen verhaften, indem sie gerade Funktionäre der Partei verhaften, indem sie unsere Büros und Parteiräume durchsuchen, indem sie sogar Büros und Parteiräume verbrennen, versuchen sie eben die Parteiarbeit zu vernichten und die Partei so zu schließen. Tabii yönetenler şunu unutuyorlar, baskının olduğu her yerde bir o kadar da direniş vardır ve bu direniş karşısında eninde sonunda kendileri kaybedecek. Yani bunu şimdiden gelecek tarihi görmemiz çok da zor değil. Dort, wo Unterdrückung herrscht, so weist man keimt auch Widerstand auf. Das heißt, diejenigen, die Unterdrücker, müssen wissen und werden das auch in der nächsten Zukunft sehen, dass sie nicht zu ihrem Ziel gelangen werden. Yani süremin ne kadar kaldığını bilmiyorum ama bu son süreci, yani son 6 ayı özellikle kısaca değerlendirecek olursak AKP'nin özellikle seçim öncesinden başlayan bir sertleşme politikasının olduğunu, aslında seçimden sonra ki konsepti, stratejilerini hissettirdiklerini ve bu dönemin propagandasının altyapısını oluşturduklarını seçim öncesi konuşmalarına bakarak rahatlıkla görebiliyoruz. Wenn wir jetzt auf die letzten 6 Monate eingehen, so kann man insbesondere in den Reden und in der Handlungsart der AKP vor den Wahlen sehen, dass da eine Verhärtungspolitik ins Spiel kommt, dass es nach den Wahlen zu einer Verhärtung der politischen Verhältnisse kommen wird und soll. Oldukça ırkçı bir propagandayla, milliyetçi bir propagandayla seçime girdik ve kendileri bizim tasfiye edilmemiz anlamında seçimlerde başarısız olmamız için gerçekten sağ olmasınlar gereken her türlü tedbiri aldılar. Yani bunu öncelikle söyleyeyim. Mit einer sehr faschistischen und nationalistischen Propaganda und unter jeglichen harten Vorkehrungen haben sie versucht, unseren Wahlerfolg zu verhindern. YSK vetolarından %10 seçim barajına, hazine yardımına, seçim öncesi bütün yöneticilerimizin, ilçe başkanlarımızın tutuklanmasına, seçim çalışanlarımızın gözaltına alınmasına, yani düşünebileceğiniz her türlü tedbir alınarak seçimde bağımsız adayların başarısız olması için inanılmaz bir karşı koyuşla mücadele ettik. Sowohl
die Vetoentscheidung des Hohen Wahlrates der Türkei als auch die 10%-Hürde. Hinzu kommen die Verhaftung unserer Parteifunktionäre, Vorstandsmitglieder, unserer regionalen Vorstände. Also es wurden alle erdenklichen Vorkehrungen getroffen, um einen Erfolg unserer Partei bei den Wahlen zu verhindern. Yani şimdi de milletvekillerimizi bırakmayarak, Hatip Dicle'nin vekilliğini düşürerek, hatta son dönemlerde Mustafa Şentop ve birkaç tane yöneticinin beyanlarıyla grubun geleceğini böyle tayin etmek anlamında siyaseten çok ciddi mesajlar alıyoruz. Aslında mecliste olmamız onları ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Bunu da artık söylemekte hiçbir sakınca görmüyorlar. Dass weiterhin Abgeordnete inhaftiert sind und nach den Wahlen nicht freigelassen wurden, dann die Aberkennung des Amtes von Hatip Dicle und die Erklärungen zum Beispiel von Mehmet Şentop zeigen, in welche Richtung die Politik geht, zeigen, dass sie sich gestört fühlen von unserer Anwesenheit im türkischen Parlament. Yine askeri operasyonlar anlamında biliyorsunuz ciddi bir hareketlilik var ve en son Kazan Vadisi'nde kimyasal silah kullanıldığı yönünde ciddi emareler, otopsi raporları, iddialar ve araştırmalar olmasına rağmen maalesef henüz yargıda, kamuoyu da bu konuda gerekli muhalefeti göstermiyor, Kürt muhalefeti dışında. Es gibt wieder zunehmend Militäroperationen, zuletzt auch unter Einsatz von chemischen Waffen im Kazantal. Bisher ist es aber leider so, dass weder die Justiz noch die Opposition hier in irgendeiner Weise eingeschritten ist, bis auf natürlich die übliche kurdische Öffentlichkeit. Yani dünyada, Avrupa'da, Orta Doğu'da demokrasi havarisi kesilen Erdoğan, Mısır'da yanılmıyorsam şöyle bir cümle sarf etmişti. Halkına zulmeden hiçbir lider iktidarda uzun süre kalamaz ya da Almanya'da gelip asimilasyon insanlık suçudur, İşte savaş suçlarına ilişkin habire tespitler yapıyor Esad'a karşı, Suriye'ye karşı. Fakat kendisi kimyasal silah kullanmakta, savaş suçu işlemekte, düşüncelerinden dolayı binlerce insanı cezaevine tıkmakta ve ana dilde eğitimi cepheden reddederek Kürt çocuklarının 2011 yılında bile kendi dillerini öğrenmesine engel olarak en büyük asimilasyon suçunu işlediğini kamuoyundan gizlemeye çalışıyor. Doch Erdogan präsentiert sich weltweit als jemand, zum Beispiel in Ägypten hat er folgenden Satz gesagt: Derjenige, der seinem Volk Schaden zufügt, der kann eigentlich kein Volksführer sein, der kann kein Ministerpräsident sein. Dann versucht er sich bezüglich des Assad-Regimes als fortschrittlich und demokratisch darzustellen. In Deutschland hat er gesagt, dass die Untersagung des Rechtes auf Muttersprache ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt. Wir sind jetzt in 2011 und noch immer haben kurdische Kinder in ihrer Heimat in der Türkei keinen Anspruch auf Unterricht in ihrer Muttersprache, was Zeichen für eine stärkste Form der Assimilation ist. Tabii son olarak sürem doldu biliyorum. 90'lı yıllarda, 80'li yıllara yakın tarih bütün isyanları dikkate alacak olursak, öldürerek, yakarak, yıkarak, köyleri boşaltarak Kürt sorununu çözmeye çalışanlar nasıl hüsrana uğradılarsa, bugün tutuklayarak, yine kimyasal silah kullanarak Kürt siyasal hareketinin, Kürt halkının haklı eşitlik ve özgürlük istemlerini bastıracaklarını sananlar yanılıyorlar. Biliyoruz ki bu konuda kazanan gerçekten haklı direniş içinde olan bizler olacağız, hepimiz olacağız. Ama tabii şu anda Türkiye'de değiliz. Özellikle dünya kamuoyunun Türkiye dışındaki seslerin yükselmesi ve bu ayıba bir dur demesi de bir bu kadar önemli. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Die bereits in den 80er und 90er Jahren im Rahmen all der Widerstände, all der Aufstände geglaubt haben,
dass sie durch Entvölkerung von Dörfern, durch Verbrennung von Wohngebieten einen Erfolg erzielen können, den Widerstand brechen können. Diejenigen waren damals nicht erfolgreich und Sie werden auch sehen, dass die zahlreichen Verhaftungswellen, dass die politischen Repressionen auch den jetzigen Widerstand gegen das Regime, dass sie diesen nicht brechen können. Und wichtig hier ist natürlich, dass auch die internationale Öffentlichkeit das sieht. Ich bedanke mich fürs Zuhören. DTK des Kongresses für eine demokratische Gesellschaft. Ich möchte Ihnen den DTK vorstellen und vor allem auch darauf eingehen, warum Erdoğan sich von der DTK so verärgert fühlt. Demokratik Toplum Kongresi'nde 2005 yılından beri kurulan bir çalışmamız. Demokratik Toplum Kongresi bir platform olarak örgütleniyor. Kürdistan'daki bütün kurum, kuruluş, partiler, şahsiyetler, yaklaşık 850 delegemiz var ve 101 kişilik bir daimi meclisimiz var. Demokratik Toplum Kongresi ile hayata geçen kent meclisleri, ilçe meclisleri tabii ki BDP'nin ya da daha önce DTP'nin de programlarında, tüzüklerinde olan çalışmalar yürütülmesi, mahalle meclisleri, kadın meclisleri, akademiler, yerel yönetimler akademisi, siyaset akademisi ya da bir Kürdider ya da bir TZB Kürdi. Der DTK besteht seit 2005. Es ist eine Plattform verschiedenster zivilgesellschaftlicher Organisationen in Kurdistan. Er umfasst 850 Delegierte und hat einen ständigen Rat, in dem 101 Personen vertreten sind. Der DTK umfasst regionale Räte, er führt regionale Arbeiten durch, zum Beispiel in Form von Frauenräten oder von regionalen Räten, ähnlich wie Sie es auch in den BDP-Strukturen wiederfinden. Sie hat zu verschiedenen Bereichen Akademien, also zum Beispiel eine politische Schulungsakademie. AKP'nin yaklaşık 9 yıllık politikalarında sürekli dile getirdiği, işte Kürtler için bireysel haklardan öteye gitmiyor. Belki de onu çok kızdıran bizim kolektif haklar için yaptığımız çalışmalar. Örgütlü hale geldiğimizi gördüğü an zaten bir yerde dur demek ihtiyacını hissediyor kendince. Seit 9 Jahren verfolgt die AKP stets eine Politik über die sogenannten Rechte des Individuums, also über die Rechte des Einzelnen. Und sie fühlt sich natürlich gestört, weil wir uns als DTK für die kollektiven Rechte einsetzen. Avrupa Birliği'nde, Avrupa Parlamentosu'nda ya da dünya kamuoyunda yaptığı tüm konuşmalarda Kürtleri tanıdığını, statülerini tabii ki anayasal statü olarak bahsetmiyorum ama Kürtler vardır. Türkiye'de bir Kürt sorunu vardır ve bireysel olarak haklarını kullanabilirler diyerek kendini temize çıkarmaya çalışıyor. Erdoğan versucht sich stets ins Reine zu bringen, indem er bei der EU, in der internationalen Öffentlichkeit, bei der Staatengemeinschaft immer wieder sagt, dass er die Kurden anerkennt, dass es eine kurdische Frage gibt und dass er sich um die individuellen Rechte stets bemüht. Bir ulus olarak varlık demeyin, kolektif haklardan bahsetmeyin, ulusal haklarınızı istemeyin ama bireysel olarak Kürtçe de konuşabilirsiniz, Kürtçe isminizi de alabilirsiniz ya da Kürtçe kendi kültürünüzü de bireysel olarak yaşatabilirsiniz ama bunu bir birlik olarak, ulus olarak istemeyin. Ihr habt zwar das Recht, eure individuellen Rechte, zum Beispiel auch den Gebrauch der eigenen Sprache zu nutzen, aber ihr habt in keinster Weise das Recht zu sagen, wir sind eine Nation und wir fordern unsere Rechte als ganze Nation. Demokratik özelliğin 14 Temmuz'da ilan edilmesini DTK'da gerçekleşti. Şu son giden işte Kürt açılımını önce zaten Kürt açılımı olarak başladı, sonra demokratik açılım, sonra milli birlik haline dönüşen onların söylemleriyle söylüyorum. Açılım en son işte 14 Temmuz'da DTK demokratik özelliği ilan etti. Aynı anda Silvan'da bir çatışma yaşandı. Demektir ki Kürtler bu süreci baltaladı diye geçiyor. Ja, es begann mit unter dem Namen einer kurdischen Öffnung die Politik des Staates. Daraus wurde eine demokratische Öffnung, dann die Phase der nationalen Einheit
und das führte dazu, dass wir am 14. Juli dieses Jahres die demokratische Autonomie deklariert haben. Zeitgleich kam es in Silvan, einem Vorort von Diyarbakır, das ist jetzt meine Anmerkung, zu einer bewaffneten Auseinandersetzung und damit war für die offiziellen Stellen klar, die Kurden haben den Friedensprozess quasi unterbrochen. Yapılan siyasi operasyonlar içinde, askeri militarist operasyonlar içinde her an bir nedenleri vardır. Biraz önce arkadaşım söylediği gibi 14 Nisan'daki operasyondan bir gün önce ateşkes ilan edilmişti PKK tarafından. Bu bile onları durdurmaya yetmedi. Çünkü Türkiye içinde Kürtlerin kendi kendilerini yönetebileceklerine inandıkları, bir örgütlenme içinde gördükleri anda harekete geçebiliyorlar. Bizim kent meclislerini oluşturmamız ya da ilçe meclislerini oluşturmamız onlar için illegal bir hareket oluyor. Es gab politische und zeitgleich militärische Angriffe, und zwar stets immer, wenn politische Entscheidungen getroffen wurden. So wurde ein Tag vor dem 14. April 2009, auf den meine Kollegin eingegangen ist, erklärte die PKK einen Waffenstillstand und dann kam es eben zu diesen Festnahmen und die Regierung oder das System betrachtet jegliche Bemühungen unsererseits, also zum Beispiel unsere Stadträte, als illegal und versucht, diese Organisierung zu verhindern. İddianamelerde hep KCK'nin illegal örgütlenmesi olarak geçen kent meclisleri, sözcüler, bir kentin ileri gelenlerinden ya da kanaat önderleri diyelim, kentte yaşayanlardan, mahallede bulunanlardan, bir mahalle meclisini düşün, mahallede yaşayan kişilerin kendi aralarında seçtikleri kişiler. Mahalle meclislerinin temsilcileri ilçe meclisinde oluşturuyor, ilçe meclislerinden ve kentin kurumlarından, sivil toplum örgütlerinden, sendikalarından, siyasi partilerinden gelen delegelerde, üyeler de kent meclisini oluşturuyor. Diese Beschuldigungen in den KCK-Anklageschriften laufen stets über die Schiene, dass es sich um illegale Strukturen handelt. Es ist allerdings so, dass zum Beispiel die Vorsteher eines Dorfes oder die Vorsteher einer bestimmten großen Familie oder eben in Dörfern, in Stadtteilen anerkannte Persönlichkeiten in einem Rat zusammengeschlossen sind. Das mag ein Rat in einer Straße sein, dann die Vertreter von verschiedenen Straßen bilden dann einen quasi Stadtteilrat und Vertreter dieses Stadtteilrates sind dann im Stadtrat vertreten und dann kommen in den Bezirksrat noch Personen aus Gewerkschaften oder anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen hinzu. Kent meclislerinde bir kentte yaşayanlar kendi kentleri hakkında ne istediklerine kendileri karar veriyorlar. Yerel yönetimlerde ve belediyelerde bunları hayata geçiriyorlar ama bunun yanında diğer kurumlar da, sendikalar, dernekler de hayata geçirilmesi gereken bir kuruluş varsa, yani bu bir akademi olabilir, kadınlar için bir dernek olabilir, danışma merkezleri olabilir, bunlar çalışmaya başlıyor. Die Mitglieder dieser Stadträte, die beschließen, was in einer Stadt getan werden muss, und dann sind es die regionalen Verwaltungsstrukturen, die Kommunen eben, die das umsetzen. Das kann in verschiedenen Formen sein, in Form von Akademien oder in Form von für die Frauen von Vereinen oder ähnlichen Strukturen. Da werden dann auch andere bestehende zivilgesellschaftliche Organisationen mit eingebunden. Hep söylüyorlar, demokratik özellik diyorlar ama yani Kürtler için kendileri de ne istediklerini bilmiyorlar diye. Hayır, biz istediğimizi biliyoruz. Biz devletten beklemeden kendi yaşantımızı, toplumsal yaşantımızı örmek için ne gerekirse ona karar veriyoruz ve hayata geçiriyoruz. Die Leute werfen uns als Kurden immer vor, dass wir zwar demokratische Autonomie fordern, aber nicht wissen, was das ist. Doch wir sind uns unseres Zieles sehr wohl bewusst. Wir wollen ohne den Staat unser Leben selbst gestalten können. Demokratik özellikle evet, hem Türkiye'nin tüm Cumhuriyet'in demokratikleşmesi için çalışmalar yürütülmeyi öngörüyoruz.
Ama özelinde, özgününde Kürdistan'daki halkın yaşantısını düzenlemek için kendi istedikleri gibi yaşayabilecekleri, belki de ana dillerinde eğitim görebilecekleri ya da bunun yanında çocuklarını eğitebilecekleri yerleri hep beraber oluşturuyoruz. Es ist so, dass das Projekt der demokratischen Autonomie natürlich einer Demokratisierung der gesamten Republik Türkei dient, auf diese abzielt, aber dass wir auch insbesondere, was die kurdischen Regionen betrifft, auf die Gestaltung des Lebens der Menschen dort abzielen, dass diese Menschen die Möglichkeit haben, ihre Muttersprache zu sprechen, ihre Kinder in diesem Sinne zu erziehen. Mesela ben size bir örnek vereyim. Bizim DTK'nın bir Kürdistan Sağlık Meclisi var. Kürt Sağlık Meclisi. Sağlık Meclisimiz geçen yıl bir kurultay yapmıştı. Sağlık Meclisi'ne 4 parça Kürdistan'dan ve diasporadaki Avrupa'da bulunan ya da başka ülkelerde bulunan Kürt sağlıkçılardan oluşan tüm Kürtlerin sağlık sorunlarını, sistemleri, tüm yaşadıkları ülkelerdeki sistemleri tartışan, alternatif bir sistem, sağlık sistemi oluşturabilir miyiz diye tartıştığımız bir meclisimiz var. Beispielsweise ist hier der Rat, der Gesundheitsrat innerhalb des DTK zu erwähnen. Wir haben im vergangenen Jahr, Ende vergangenen Jahres eine Konferenz abgehalten, an der Ärztinnen und Ärzte aus allen 4 Teilen Kurdistans, aber auch aus Europa und anderen Ländern der Welt teilgenommen haben. Wir haben dort über die Fragen eines alternativen Gesundheitssystems und einer alternativen Gesundheitspolitik und der Probleme in diesem Bereich diskutiert. Şimdi sadece siyasi yaşantı değil, toplumsal yaşantıda da öğrenebilmek, ortak yaşamı doğru yaşayabilmek için isteklerimiz ve taleplerimiz var. Tabii ki bunlar eğer devletten karşılanmıyorsa bunu ortak olarak biz yapmaya çalışıyoruz. Yani bunun için yerel yönetimlerimizi kullanıyoruz. Belki de Türkiye'de bundan kaç yıl önce işte Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde reddedilen Avrupa Yerel Yönetimler Yasası'nın Türkiye Kürtlerin aldığı belediyelerden sonra reddedilmesi çok da insanı şaşırtmıyor. Ne zaman ki biz Kürtler evet siyasal olarak örgütlenmemizi de tamamlayıp elimizdeki belediyelerin sayısını çoğalttığımız anda o yasalar rafa kalkıyor. Wir agieren also nicht nur im politischen Bereich, sondern auch im Bereich diverser gesellschaftlicher Gebiete und haben diverse gesellschaftliche Forderungen. Die Umsetzung dieser können wir gestalten über die vorhandenen kommunalen Strukturen, über die wir besitzen. Interessant ist natürlich auch, dass zu Zeiten des Präsidenten Ahmet Necdet Sezer ein Gesetz, was die Stärkung der kommunalen Strukturen beinhaltet, abgelehnt wurde. Das zeigt natürlich auch, dass die Sorge größer wurde des Systems, dass wir über die kommunalen Strukturen an Kraft gewinnen und Stärke gewinnen. Yerel yönetimlerde sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde merkezi yönetimle yerel yönetimlerin çatışması her zaman vardır. Bir merkezden yerelin tüm ihtiyaçlarının karşılanması mümkün olmuyor. Çünkü yaşadığımız yerlerde neyi istediğimizi, neye ihtiyacımızın olduğunu, sağlıktan tutun ekonomiye kadar ya da başka çalışmalarda sadece yerelin söz sahibi olması ya da yerelin kendi hayatına geçirmesi çok daha düzenli olabiliyor. Wir wissen, dass es auch weltweit stets Auseinandersetzungen gibt zwischen der zentralen Regierung, der zentralen Macht und den regionalen Verwaltungen und regionalen Strukturen. Das ist etwas Natürliches. Aber es ist schon so, dass die regionalen Strukturen viel besser um die Probleme in der Region wissen und somit auch bessere Lösungsmodelle für die Lösung dieser Probleme entwickeln können. Und zwar in allen Bereichen von Gesundheit bis hin zu wirtschaftlichen Problemen.
bizim kendi yaşantımızı düzenlerken attığımız her adım illegalize ediliyor. Yani bu bir kadın meclisi de olabilir, bu bir kadın derneği çalışması da olabilir ya da mesela bizim DTK'nın 6 aylık planlamamızda açıkladığımız çocuk merkezleri var. Yani yapabilirsek hemen her mahallede bir çocuk merkezi açmak, en azından kendi ana dilini öğrenebileceği ya da bu sistemdeki bütün öğrenimin, eğitimin tek düzeliğinden uzaklaşabileceği, kişiliğini kazanabileceği, daha çok sosyalleşebileceği merkezleri açmak Türkiye Cumhuriyeti'nde suç arkadaşlar. Es ist so, dass alles, was wir machen, um unser Leben zu gestalten, um unser Leben selbst zu gestalten, illegalisiert wird. Angefangen von den Frauenräten bis hin zu unserem Projekt, was wir vor 6 Monaten beschlossen haben, in allen Regionen Kinderzentren zu etablieren, in denen die Kinder in ihrer eigenen Muttersprache eine Ausbildung erhalten, eine Erziehung genießen können. All diese Bereiche werden stets illegalisiert. Dabei wollen wir den Kindern und den Jugendlichen eine persönliche Identität geben und sie davon wegholen, von dieser Einheitsidentität, die im System vermittelt wird. Ben size çok kısa bir örnek vereceğim. Bizde Diyarbakır'da Sarmaşık Yoksullukla Mücadele Derneği var. Daha önceki başkanı Osman Bey'di, Osman Baydemir. Hakkında açılan bir davada yapılan yardımların %51'inin ailelere yardım, yani açlık sınırının altındaki ailelere yardım yapılıyor. Bu ailelerden %51'i PKK ile ortaklığı olan ya da işte ailesinde bir kişinin olduğu, PKK ile ilişkisinin olduğu tespit edildiği için örgüte yardımdan yargılanıyor. Ein Beispiel will ich geben. Es gibt einen Hilfsverein in Diyarbakır, Sarmaşık. Der frühere Vorsitzende war Osman Baydemir und ihm wird unter anderem der Prozess gemacht unter dem Vorwurf, dass 51% der Hilfsbedürftigen, die von diesem Verein Hilfe erhalten, weil sie unter der Hungersgrenze leben, Gemeinsamkeiten mit der PKK haben. Zum Beispiel, dass ein Angehöriger sich in den Reihen der PKK befindet. Diyarbakır'da bir vakfımız var. Ben o vakıfta çalışıyorum. Göç Vakfı. 1100 ailelik bir anket yaptık. Arkadaşlar 700 ailede mutlaka ya tutuklu bulunan ya da PKK'de katılım bulunan şahıs var. Ich selbst arbeite in einer Stiftung, die sich mit der Fluchtthematik auseinandersetzt und wir haben eine Umfrage durchgeführt bei 1000 Familien und 700 dieser Familien haben Angehörige, die inhaftiert wurden oder Angehörige, die in den Reihen der PKK sind. Bu ailelerin çocuklarını bizim vakfımız eğitim yardımı yapacak. Ya da onlar için çocuk merkezleri açacak ve yarın öbür gün bu davayla biz de karşılaşacağız. Unsere Stiftung versucht, die Kinder dieser Familien im Bereich Bildung zu unterstützen und eben Kinderzentren für diese Kinder aufzubauen und deswegen werden wir irgendwann auch diesem Vorwurf ausgesetzt sein. Aslında bugün gelinen nokta, evet toplu operasyonlar yapılıyor ama ara böyle işte bir gün bir ilde 3 kişi, öbür gün öbür ilde 5 kişi hem toplumsal kamuoyundaki insanların buna karşı koyuşunu azaltmak istiyorlar. Hem de dünya kamuoyunda hani belki de toplu olarak 100 kişi 200 kişi almıyor ama toplasanız zaten sayılar çok çıkıyor. Es werden eher selten große Verhaftungswellen durchgeführt. Mehr ist es so, dass mal 3 in einer Stadt, mal 5 in einer anderen Stadt verhaftet werden. Das hat folgenden Grund. Zum einen möchte man natürlich, dass die eigene Öffentlichkeit nicht zu sehr aufmerksam gemacht wird auf die Verhaftungsproblematik. Zum anderen möchte man aber auch, dass die internationale Staatengemeinschaft oder die internationale Öffentlichkeit
nicht zu sehr auf diese Verhaftungswellen aufmerksam gemacht wird. Deswegen bevorzugt man es eher nicht 100, 200 Personen gleichzeitig festzunehmen. Aslında son zamanlarda bütün bunların nedeni Kürtlerin örgütlenmelerinden korkmaları. Der Grund hierfür liegt in der Angst, die sie gegenüber der Organisierung der Kurden haben. Çünkü demokratik özellik arkadaşlar onları korkutuyor. Denn sie haben Angst vor demokratischer Autonomie. Kürtlerin kendi başlarına bir şey yapmaları, bir sistem yaratmaları, kendi kendilerini idare etmeleri zaten medyadan ya da kendi söylemlerinden takip ettiğimiz kadarıyla da biz alternatif devlet kurmalarına izin vermeyeceğiz diyorlar ama biz zaten devlet kurmak gibi bir niyetimiz yok. Es ist so, dass sie große Sorge haben, große Ängste haben, dass sich die Kurden selbst verwalten, dass sie ihr Leben selbst gestalten und sie werfen uns daher stets vor, dass wir eben eigene staatliche Strukturen schaffen möchten, doch wir als DTK haben gar nicht die Absicht, diese staatlichen Strukturen zu schaffen. Und die Dame von der BDP sagte daraufhin, ja, wer weiß, vielleicht haben wir als BDP diese Absichten aber als Scherz. Und dass sie das auch verstehen. Evet, arkadaşımız şaka yapıyor çünkü BDP de bizim bir Die Kollegen scherzen, weil auch die BDP ein Bestandteil des DTK ist. Şimdi sadece DTK'de değil, tüm diyebilirim Kürtlerin ne kadar az devlet, o kadar çok demokrasi olduğunu hepimiz biliyoruz. O nedenle devleti istemiyoruz. Wir lehnen einen Staat aus folgendem Grund ab. Wir wissen, je mehr Staat, desto weniger Rechte. Biz devletsiz kendi kendimizi yönetmekten bahsediyoruz. Yani kendilerine alternatif bir sistemden bahsetmiyoruz ama Kürtlerin biraz önce ben akademilerden bahsetmiştim. Yerel Yönetimler Akademisi'nde bir sistem oluşturmaları ve gerçekten onların klasik belediyeciliğinin dışına çıkıyor olması, halkla ortak beraber hareket etmesi AKP'yi korkuttu. Wir bevorzugen keinen Staat, sondern wir lehnen einen eigenen Staat ab. Wir möchten mehr Selbstverwaltung, die Verwaltung in die eigenen Hände nehmen. Und das ist das, was der AKP Angst einjagt. Es sind eben die alternativen Strukturen, die wir in unseren politischen Akademien zunehmend gestalten. Ben AKP diyorum ama AKP'nin yerine istediğiniz yeri partiyi bırakabilirsiniz. Önemli olan o sisteme dahil olması. Bugün AKP'dir, yarın başka bir parti olabilir. Dün de başka bir partiydi. Ich spreche zwar stets von der AKP, aber man kann das durch jede beliebige Partei ersetzen. Also alle Parteien, die in das System integriert sind, kann man anstelle der AKP nennen. Bizim Demokratik Toplum Kongresi'nin sürekli yaptığı sadece Sağlık Meclisi'nde değil, ulusal birliği oluşturabilmek adına kültür konferansımız oldu. Tüm dört parçadaki Kürtlerin ve diasporadaki Kürtlerin katıldığı. Nicht nur im Bereich Gesundheit, sondern insbesondere im Hinblick auf die nationale Einheit haben wir zum Beispiel auch eine Kulturkonferenz durchgeführt, an der sich Menschen aus allen 4 Teilen Kurdistans beteiligt haben. Asıl birincisi kadın konferansı arkadaşlar, özür dilerim onu unuttum. Ulusal konferanslardan ilkini kadınlar gerçekleştirdi. Hatta bugün ben buraya geldiğimde dedim her zaman, yani Türkiye'de de bu değişmiyor. Kadınlara çoğunlukta kusura bakmayın arkadaşlar ama öyle yani. Kadınlar yine burada. Ich habe vergessen, die Frauenkonferenz zu erwähnen, denn sie ist eigentlich die erste nationale Konferenz, die durchgeführt wurde. Und ich habe es auch vorhin schon gesagt, das Panorama ist nicht anders als in Kurdistan. Es sind wieder mehr Frauen da. Es tut mir leid für die Herren unter uns. Ben inanıyorum yani biz kadınlar Kürt Ulusal Birliği'nin kuruluşunda da herhalde öncülük yapacağız. Çünkü ilk zaten konferansla bu adım atıldı. Ich glaube fest daran, dass wir als kurdische Frauen den ersten Schritt der nationalen Konferenz gestalten werden, denn es war ja auch die erste nationale Konferenz, war eine Frauenkonferenz.
Ben size bir şey söyleyeyim. İşte Diyarbakır'da ilk ulusal konferans yapıldı. Güneyden gelen kadın arkadaşlar durmadan yaptığımız bütün organizasyonlarda bir erkek aradılar arkadaşlar. Sie wissen, dass die ganzen Konferenzen, so auch die erste Frauenkonferenz in Diyarbakır stattgefunden hat und dass die aus dem Süden kamen, aus den anderen Teilen, stets einen Mann gesucht haben. Sunumlarında mutlaka çalışmaları yürüten bir erkek vardı. Bizim bütün çalışmaları, bütün sunumları ve örgütlenmeyi, organizasyonu sadece kadınların yaptığını duyunca inanmadılar. In ihren Vorträgen, an ihren Vorträgen war stets eine männliche Person beteiligt. Sie haben aber auch gesehen und sehr beachtlich gefunden, dass wir unsere Veranstaltung selbst gestaltet haben als Frauen, dass wir es waren, die die Vorträge gehalten haben und dass eben keine Männer beteiligt waren. Sadece Güney'deki yani Kürt kadınları değil, Türkiye'deki Türk kadınların, Türkiye'li kadınlara da öncülük yapacağı için belki de korkutuyoruz herkesi. Wir sind somit natürlich auch Vorreiter, nicht nur für die Frauen in Südkurdistan, sondern auch für die türkischen Frauen, für die Frauen in der Türkei und damit sind wir natürlich sicherlich auch furchterregend. Yani tüm özgürlüklerin kısıtlandığı bir sistemle çalışıyoruz. Kürtlerin özgürlüğü kısıtlanıyor, siyaset yapan kişilerin özgürlüğü kısıtlanıyor ve kadınların özgürlüğü kısıtlanıyor. Wir leben in einem System, in dem sämtliche Freiheiten eingeschränkt sind. Die Freiheit der Kurden, die Freiheit der politischen Betätigung, die Freiheit der Frauen. Kadın kırımında, kadın cinayetlerinde AKP döneminde bir çıkış yaşanıyor. Man sieht einen Anstieg der Frauenmorde. Çünkü kendilerinin cezalandırılmadığı bir sistemde yaşadıklarını biliyorlar erkekler. Denn die Männer wissen, dass sie in einem System leben, in dem sie nicht bestraft werden. Bu neden %1400'lük bir artış var arkadaşlar cinayetlerde ve bu cinayetlerin sonunda da tutuklanan ya da ceza alan sayısı çok az. Wir verzeichnen einen Anstieg von 1400% und nur den wenigsten wird der Prozess gemacht, nur die wenigsten werden angeklagt. Şimdi demokratik özelliğin ilanını yaptıktan sonra sürekli yani teorisine girmeyeceğim arkadaşlar da bütün şeyleri bir çalıştay yaptık. Çalıştay'a gelen Türkiye'li aydınların takıldığı iki nokta vardı. Öz savunma ve ekonomi. Wir haben nach der Deklaration der demokratischen Autonomie eine Klausurtagung durchgeführt. Und mit der ich im September noch in der Nähe von Van zusammen in einer Delegation war, um die Umstände des Mordes an Andrea Wolf aufzuklären. Bevor ich zur Situation in der Türkei was sagen möchte, möchte ich ein bisschen noch zum Anlass dieser Veranstaltung sagen. Das ist der morgige Tag der internationalen Menschenrechte, der 10. Dezember, ein Tag, der in der deutschen Öffentlichkeit sehr wenig wahrgenommen wird, leider, der aber ein sehr wichtiger Tag ist für uns alle als Bewegungen, als Linke, als Menschen. Am 10. Dezember 1948 wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet von der UNO. Eine ganz, ganz wichtige Errungenschaft, auch aus den Erfahrungen zweier Weltkriege und der damit verbundenen Gräuel. Und ein Jahr später wurde die Europäische Menschenrechtskonvention verabschiedet, die eine sehr wichtige Grundlage bietet, ich glaube auch für unseren gemeinsamen Kampf. Auf Grundlage der Europäischen Menschenrechtskonvention arbeitet der Europarat und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Ich bin Mitglied in der
Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Und wir wählen zum Beispiel auch die Richter dieses Gerichtshofes. Und die Urteile, die von Straßburg aus gehen, sind oftmals auch sehr in unserem Sinne. Ich möchte an das Urteil auch erinnern, das letzte Woche gesprochen wurde gegen Deutschland, weil Deutschland bei den Protesten gegen den G8-Gipfel unzulässigerweise Demonstranten über einen längeren Zeitraum ohne entsprechende Begründung festgehalten wurde. Die haben geklagt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und sie haben Recht bekommen und der deutsche Staat wurde verurteilt. Wenn wir aber insgesamt die Dimensionen anschauen, was Menschenrechtsverletzungen auf der Welt angeht, da gibt es natürlich viele Länder, in denen es Probleme gibt. Es gibt eher einen Druck gegenwärtig auf Menschenrechte. Dann ist es sehr richtig, dass in der Türkei die Menschenrechtslage besonders problematisch ist. Mit die meisten Urteile dieses Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gehen gegen die Türkei. Und eine jüngste Untersuchung der Associated Press, einer internationalen Presseagentur, die 35.000, also kommt zum Ergebnis, dass nach dem 11. September 2001 weltweit 35.000 Menschen verurteilt worden sind aufgrund neuer Antiterrorgesetze und 13.000 davon, knapp 13.000 allein in der Türkei. Mit Abstand am meisten, gefolgt dann von China mit 8.000 und weiteren Ländern. Die internationale Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat vor etwa einem Jahr eine Studie herausgegeben, genau zur Situation in der Türkei, in der vorgeworfen wird, dass Antiterrorgesetze missbraucht werden, um politische Gegner zu inhaftieren, zu schwächen und so weiter. Und ich glaube, das ist das, was wir auch eben gehört haben. Ich persönlich bin Mitglied im EU-Ausschuss, im Europaausschuss des Bundestages, bin dort Berichterstatter für die Beitrittsverhandlungen EU-Türkei, für die Linksfraktion und habe natürlich in diesem Kontext auch des Öfteren die Türkei besucht und auch in dem Kontext öfter im Bundestag und in den Ausschüssen zu der Situation und zu den KCK-Prozessen gesprochen. Ich war in den letzten 13 Monaten 8-mal in der Türkei, davon 5-mal in den kurdischen Gebieten und habe zum ersten Mal überhaupt die kurdischen Gebiete letztes Jahr im Oktober besucht, zum Auftakt der KCK-Prozesse und habe diesen Prozess, diese 151 oder 152 Angeklagten, von denen eben die Rede war, weiter verfolgt. Ich war im Januar da, habe diese Prozesse beobachtet und auch im April. Und vielleicht eine kurze Beschreibung für einen Außenstehenden dieser Prozesse. Ich habe auch einen Artikel mal geschrieben in einer Zeitschrift, Kafkaesker Prozess. Beim ersten Mal war es so, die 151 Angeklagten kamen rein, dann mindestens nochmal so viele Anwälte, jeder Angeklagte hatte einen Anwalt. Oben sitzen der Richter und der Staatsanwalt, also das ist anders als zum Beispiel in Deutschland, wo oben der Richter sitzt und Staatsanwalt und Verteidigung sozusagen auf gleicher Augenhöhe. Dort sitzt oben Richter und Staatsanwalt. Die Angeklagten haben versucht, sich zu verteidigen in kurdischer Sprache und dann wurde das Mikro abgedreht. Dann ist ein Anwalt aufgetreten und hat begründet, warum es
ein internationales Recht ist, sich in der Muttersprache zu verteidigen. Dann ist der nächste Angeklagte aufgetreten, hat wieder in polnischer Sprache geredet und so ging das dann endlos weiter. Es kam nie zu einem Prozess, weil einfach die Sprache nicht akzeptiert wurde. Als ich im April in Diyarbakir war bei dem Prozess, kamen auch alle Anwälte angereist aus der gesamten Türkei, aber nur ein kleiner Teil der 151 Angeklagten, es waren etwa 10, wurde überhaupt vorgeladen, ohne dass die Anwälte wussten, wer da ist, und alle anreisen mussten. Also eine reine Schikane. Und da war dann auch wieder das Gleiche. Sie haben versucht, sich auf Kurdisch zu verteidigen. Das Mikro wurde abgedreht. Der Richter sagt, ich verstehe nicht, die Anwälte bieten eine Verdolmetschung an. Das wird abgelehnt. Und so ging das dann immer weiter. Also es ist ein sehr, sehr bizarrer, ein gigantischer Prozess. Und ich habe das auf internationaler Ebene oft kritisiert und angesprochen, zum Beispiel im Januar in Straßburg bei der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, als Abdullah Gül gesprochen hat, habe ich die Prozesse angesprochen. Oder zuletzt vor 2 Wochen in Paris beim Monitoring-Ausschuss des Europarates, also dem Ausschuss, der die Einhaltung der Menschenrechte in den verschiedenen Ländern überwacht. Da ist Türkei in einem Post-Monitoring-Prozess und wo eine Stellungnahme der türkischen Regierung abgegeben wurde zur Situation und ich dann sehr, sehr stark die KCK-Prozesse beziehungsweise auch die Gesamtoffensive des türkischen Militärs, der türkischen Regierung gegen die kurdische Bewegung thematisiert habe. Ich würde gerne noch ein paar Sachen sagen zu der Wahl am 12. Juni. Das war eine sehr, sehr wichtige Wahl. Ich habe im Vorfeld der Wahl sehr groß die Hoffnung gehabt, dass es über die demokratische Vertretung auch der kurdischen Bewegung in der Nationalversammlung, über diesen demokratischen Prozess, der damit einhergeht, über die Diskussion um die neue Verfassung, die jetzt ansteht in der Türkei. Man muss sagen, die jetzige Verfassung ist immer noch eine Verfassung, die auf Basis eines Militärputsches zustande kam. Also es ist dringend notwendig, eine neue Verfassung zu schaffen. Dass es über diese Prozesse zu einer friedlichen Lösung des schon seit Jahrzehnten bestehenden türkisch-kurdischen Konfliktes kommt. Ich habe die Wahlen beobachtet für den Europarat in den kurdischen Gebieten. Ich bin nach Van geflogen und vom Van bin ich mit Dolmetscher und sind wir letztlich bis nach Diyarbakir gefahren und haben auf der Strecke sehr viele Wahllokale beobachtet. Insgesamt gibt es, muss ich sagen, dass es, und da teile ich auch die Darstellung, dass es von Seiten der türkischen Regierung kein Interesse gibt, eine demokratische Vertretung der kurdischen Bewegung zu haben. Es gab enorm viele Behinderungen. Vor den Wahllokalen waren Sicherheitskräfte, Polizei, zum Teil Militär auch, Gendarmerie, flächendeckend in den kurdischen Gebieten aufgebaut. Teilweise waren sie auch in den Wahllokalen drin und es war ganz offensichtlich, dass das eine Geste der Einschüchterung war gegen die Wählerinnen und Wähler in den kurdischen Gebieten. Es gab zudem eine Reihe von Behinderungen, ich will es nur andeuten, angefangen davon, dass es kein Auslandswahlrecht gab, dass also auch Menschen, die hier in Deutschland, kurdische Menschen, die hier lebten, nicht wählen konnten oder nur wählen konnten, wenn sie zum Flughafen nach Istanbul gekommen sind.
dann aber nicht die unabhängigen Kandidaten wählen konnten, die sozusagen die kurdische Bewegung repräsentierten. Das Grundproblem, das haben wir auch in den Erklärungen gesagt vom Europarat, ist die 10%-Hürde. Die 10%-Hürde funktioniert so, dass alle Stimmen weg sind von Kandidaten, wenn sie auf einer Parteiliste kandidieren und diese Partei am Ende unterhalb 10% bleibt. Das gilt nicht für Kandidaten, die unabhängig kandidieren. Deswegen haben die meisten kurdischen Kandidaten von der BDP sind sozusagen ausgetreten aus der Partei, haben als unabhängige Kandidaten kandidiert, zusammen mit auch einem linken Wahlbündnis in der Türkei, sind als unabhängige Kandidaten gewählt worden, 36 eigentlich, und haben sich dann wieder als Fraktion im Parlament konstituiert. Trotzdem war das aber Erfolg für die BDP und für das linke Wahlbündnis insgesamt. Es sind 36 Kandidaten gewählt worden, davon 30 Mitglieder der BDP, 3 linke Abgeordnete und 3 Vertreter anderer nationaler Minderheiten. Das war ja auch interessant, dass dieses Wahlbündnis auch andere nationale Minderheiten repräsentierte, zum Beispiel assyrischen Christen. Ja, ich werfe das mit der CDU hier an den Kopf, wenn ich mit denen zusammensitze. Sie gehen immer in die Türkei und sagen, Christenverfolgung ist das große Problem. Und dann jetzt sage ich, jetzt ist doch mal ein Christ gewählt worden. Wenn auch für euch auf der falschen Liste. Aber das müsst ihr doch verteidigen und müsst kritisieren, wenn die zum Beispiel nicht entsprechend, wenn sie behindert werden in ihrer parlamentarischen Arbeit. Das tun sie dann nicht. Da zeigt sich dann wieder, dass das geostrategische Interesse das eigentliche Interesse ist und dass dieses Christenargument auch nur instrumentell verwendet wird. Leider hat sich die Situation seit den Wahlen verschlechtert. Nicht nur seit den Wahlen, also eigentlich ist der Punkt, das sehe ich auch so, dass schon nach den Kommunalwahlen 2009, als es einen großen Erfolg gab, der damals DTP, glaube ich, hat sich ja öfter geändert, der Name DTP, dass damals schon die Repressionswelle einsetzte mit diesen Verhaftungen im Rahmen der Kaschikan-Prozesse. Und damit auch eine kurze Phase, ich würde schon sagen, es gab eine kurze Phase einer leichten Öffnung unter der AKP-Regierung in der kurdischen Frage. Diese kurze Phase zu Ende gegangen ist. Das hat sich jetzt nach den Parlamentswahlen am 12. Juni 2011 leider verstärkt. Ich will mal was sagen zu den EU-Beitrittsverhandlungen. Ich kriege das ja zum Teil mit. Es ist in den sogenannten Fortschrittsberichten der EU-Kommission, die so jedes Jahr im Oktober, November veröffentlicht werden, wird all das, was hier gesagt wurde und was ich jetzt auch sage, durchaus vermerkt. Es ist schon so, dass es wahrgenommen wird, aber es ist auf Seite 111 in 2 Sätzen abgehandelt und spielt praktisch in den konkreten Verhandlungen keine Rolle. Ich war gestern in Brüssel, wir hatten ein Gespräch mit dem Ausschuss, mit dem Erweiterungskommissar Füle, Stefan Füle, das ist der Verantwortliche der EU-Kommission für die Erweiterung. Habe das auch dort angesprochen. Er sagt halt, der Einfluss gegenwärtig auf die türkische Regierung ist sehr, sehr gering. Aber de facto ist es so, dass sowohl von EU-Seite als auch insbesondere von deutscher Seite kein richtiger Druck gemacht wird, es nicht thematisiert wird in der Regel und sozusagen die Hoffnung da ist, dass dass die Türkei das sogenannte Terrorismusproblem, irgendwie klammheimlich
lösen zu können. Nach meiner tiefen Überzeugung ist eine militärische Lösung nicht möglich. Das zeigen auch vergleichbare Konflikte international. Eine Lösung ist nur auf demokratischem Wege, auf Verhandlungswege möglich, auch wenn die Anzeichen im Augenblick in eine andere Richtung gehen. Die Anzeichen deuten auch an, und ich teile auch das Beschreibung der Systematik seitens der türkischen Regierung, einer Maschine, die systematisch verhaftet und auch Militäroperationen führt, nicht mal aus einem Affekt heraus, sondern richtig systematisch das angeht. Dennoch glaube ich, dass es eine militärische Lösung oder eine tamilische Lösung, ihr erinnert euch, wie in Sri Lanka, ein vergleichbarer, im weiteren Sinne vergleichbarer Konflikt letztlich durch Massaker im großen Maßstab gelöst wurde, dass solch eine Lösung weder anstrebenswert natürlich noch möglich ist. Und ich halte es für dringend nötig, dass wir den Druck massiv erhöhen in der Öffentlichkeit auf die Bundesregierung, die eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, und auch auf die europäischen Ebenen, um eine demokratische Lösung zu erreichen des Konfliktes. Für mich in der Türkei steht jetzt die Verfassungsreform an. Ich habe in den Gesprächen, die ich hatte in den kurdischen Gebieten, zum Beispiel mit Osman Baydemir im Januar, die Erkenntnis gewonnen, dass die Probleme in der jetzigen türkischen Staatsstruktur, die ja sich nicht nur in der kurdischen Frage äußern, sondern auch in anderen Minderheitenfragen, im Umgang mit Armeniern und so weiter und so fort, sehr viel zu tun haben mit einem bestimmten türkischen Nationenverständnis, ja, wie in den ersten 3 Artikeln der türkischen Verfassung zum Ausdruck kommt. Jeder, der in der Türkei geboren ist, ist Türke und so weiter und so fort. Das ist also ein sehr, auch im Vergleich mit anderen Ländern, ein extrem nationalistischer Verfassungsbericht. Ich glaube, der erste Artikel der türkischen Verfassung heißt, jeder, der in der Türkei geboren ist, ist Türke. Der erste Artikel der deutschen Verfassung oder im deutschen Grundgesetz ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist ein anderer Ansatz. Das hat was mit der Geschichte zu tun, wann das deutsche Grundgesetz geschrieben wurde. Ich glaube, dass das ein großes Problem ist, dass es auch keine Akzeptanz der internationalen Konventionen seitens der Türkei, was nationale Minderheiten angeht, gibt. Und zweitens, ein zweites zentrales Problem ist das Zentralismusverständnis des türkischen Staates. Ich habe sehr lange mit Osman Baydemir, er hat das zum Beispiel sehr interessiert, wie das über das relativ föderale System, was in Deutschland existiert, Bundesländer, ja, dass Polizei eigentlich regional organisiert ist, nicht vom Zentralstaat aus. Eine Erfahrung, die wir hier aus dem Faschismus mitgenommen haben, die schon wieder aufgeweicht wird gegenwärtig. Ja, und dass es also auch so etwas wie ein Subsidiaritätsprinzip gibt, dass regionale Ebenen, wenn das lösbar ist auf der regionalen Ebene, dass die Präferenz hat. Und erst nur andere Sachen auf höheren Ebenen, nationalen, europäischen Ebenen und so weiter und so fort. Das sind alles sehr spannende Fragen, die in einem Verfassungsprozess in der Türkei angegangen werden müssten und wo vor allen Dingen auch, sonst macht der Prozess gar keinen Sinn, wo natürlich die Vertreter, die jetzt auch im Parlament sitzen, der BDP daran teilhaben sollten. Um zum Schluss zu kommen, ich freue mich sehr, dass es offensichtlich auch so ist, korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage, dass mit den 36 Abgeordneten, einem wird das Mandat zu Unrecht aberkannt, aber es sind immer noch 35,
dass die Stärke groß genug ist, dass auch ein Vertreter und ein Stellvertreter der BDP, ich glaube es wird Nazmi Gür sein, auch im Europarat teilnehmen wird. Und ich freue mich, würde mich sehr freuen, wenn wir dort, wenn meine Stimme, die ich da erhebe, nicht mehr alleine ist, sondern wir das gemeinsam machen können. Vielen Dank.